Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Es ist November, ja bald schon Dezember. Wir sind im Summe für eine weitere Episode von Minette Mashup bescheinen. Halli, hallo und ihr alle Guten wünscht der Jan ein Halli, hallo auch und dich Marike. Halli, hallo. Und ein Halli, hallo à toi Lorena. Bonjour. Wir sind heute in so einer Mixed Form von unserem Podcast zum Teil auf Lützeburgisch, en partie en français. Und wir schwätzen heute über ein Sujet, an den nächsten Tagen hier in der Gegend ganz viel Aktualität wird kriegen. Hashtag Minette Mashup von der uns an den sozialen Medien willst wie wären. Und das Minette Mashup von der alte Podcast-Plattformen, alte Episoden von unserem Leben Klänge Podcast. Und da kommen wir schon bei uns Invité von diesem Monat, das Künstlerin, eine ganz aktiv Künstlerin, die an ganz vielen Domänen aktiv ist und dadurch schon ein langer Zeit schon, so die 30 Jahre, vielleicht sogar ein bisschen mehr, mit das gehen wir gewohnt. Das ist eine Künstlerin, die ganz eng Kontakte auch zu Ash hat, wo wir heute auch sind, für diesen Episode abzuholen. Und ich meine, das ist eine Künstlerin, und das meine ich froh, Moin Trixie Weiss. Moin, bonjour. Die ganz viel Attaschen auch zu Minette und zu der Gegend hat. Ja, los mal so in die Tasche, sie los kommen. Die Hunde schon nicht von Geburt uns oder so. Bon, ich bin in der Stadt geboren, aber du war ich mal 13 Jahre am Ausland, 6 Jahre zu Brüssel, aber 7 Jahre zu Prag. Und dann sind ich da rumgekommen, du warst ein bisschen an der Stadt, und dann hast du die Idee gekommen, lo geht zu Asch, lass, du könnt lo schon eine Uni, ich muss lo ab Asch. Und das war so komisch, weil Leute von Asch haben mich gefragt, für was kannst du aus der Stadt ab Asch? Das war ganz bizarr in der Zeit. Du hast gemerkt, sie hatten ein bisschen so komplex, und ich das gar nicht verstanden. Weil wir sind zu einer Rutsch Künstler am Anfang, die selbst Moment auf Asch aufkommen. Wir haben statt zu klein von zu aseptisieren, dann mir gedacht, Asch ist mir cool, aber pour rien vous cacher, wollte ich am Anfang auch so 2-3 Jahre ein Bistro abmachen. Sie paar Künstler schon, die das gemacht haben. Und mit war viel zu frei, weil du nicht Stunden nach lang nicht da. Ich wollte Bistro abmachen für die Studenten. Und ja, no, Jana sagen sie, die ça s'est jamais fait. Und die soll sein, am Stellwerk zu Belval, du war ja nach der Birsch mit den Schienenuhren. Ja. Und ich fand die Stellwerke so schön, mit so einer kleinen Rooftop-Terrasse, wie es da der Ranch das belegt. Und da wären Studenten die Treppen raufgegangen. Für kleine Sundowner und so. Ja, und du hast ja Velo gerufen und so, und ja, Mama, leif, Madame, du fährst aber noch eins, du Güterzug lernst. Das geht nicht. Voilà. Da wo de Velodukt am Anfang drüber fährt, ja. Genau. Und da ist noch ein Stellwerk da, eben an der Röder Lenz. Mais voilà, j'avais craqué auf die kleinen Flottarchitektur. Mit der Tisch, du hast aber relativ sehr Dinger Taschen gefunden und du hast dich relativ sehr wohl gefunden ja. zu Aschen. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und das nur, den 13 Jahren an der Belsch, an der Tschechischen Republik, wo du am Anfang auch zu Abbruchszeiten warst an der Tschechischen Republik. Du warst relativ kurz nach der Revolution hingegangen. Ja, quasi 1,5 Jahre, 2 Jahre danach. Und das war so eine intuitive Decision, weil ich schon keinen kannte. Ich war auf der Cambre und ich sie während meiner Skulpturstudien auf der Cambre habe ich einen quasi unoffiziellen Échange auf Prag gemacht, weil ich keinen Erasmus-Échange nicht offiziell ist. Und ich so zu meinem Prof lauschte, ich langweile mich ein bisschen, ich bin also Snob auf der Cambre, alle so froh, dass sie da überall gesehen und oh, je suis à la Cambre, moi je me la pète, und avec geht was man da nicht viel genug. Und du war das so eine Intuition, du hast die Samtrevolution gewirkt, und voilà, ich stehe hier mit einem Kollege, und ich wollte an den Atelier vom Direktor, weil den hat ein Atelier Intermedia. Und er war Member von Fluxus auch gewesen. Und auf der Cambre hatte ich eine klassische Skulpturformation, ein Stage Stehen, ein Stage Gips, ein Stage Bronze, ein Stage Plexiglas oder so.
Mais es war ziemlich praktisch. Mein Prof war zwar ganz gut, der Felix Roulin. Also es hätte mir auch nicht erlaubt, einfach so ein Jahr Prag zu machen. Und zu Prag war es l'invers. Die manuell konnten die nicht viel. Zum Beispiel, wenn die etwas schweißen hat, als das an einem Atelier von Artisanen geschweißt, die sie just Zeichnungen gemacht. Mit war viel mehr basiert auf Diskussionen, auf Konzept. Wir sitzen stundenlang du an dem Atelier mit Milan Knijak zu diskutieren, zu échangeren. Und du coup, das war eine immense Chance, weil du hattest die praktische Seite von Bresel und die theoretisch mehr intellektuelle Seite von Prag. Das war eine große Chance. Und war natürlich, das war formidabel, das war 2 Uhr Party am Anfang. Du warst auch offiziell die erste Auslandsstudentin. Auf der Akademie, ja. Und wie soll ich sagen, sie waren immens live, also mit waren noch bemol 100.000 Amerikaner do du jour au lendemain presque, und noch Geschäfte, Kaffee, und das alles so gewusst, weißt du, du passt 2 Strupp durch eine Straße gegangen, warum etwas Neues tun, das war formidabel. Also ich bin so dankbar, dass ich ein Changement de Regime einkehr erlebt habe, weil das ist einfach krass. Wie weit mit der Verständigung du? Der Tschechoslowakei haben sie wahrscheinlich Tschechisch, eventuell noch Slowakisch, als Fremdspruch Russisch. Sie haben ganz gut Englisch geschwätzt. Junker haben ganz schnell gelernt. Schon heißt du, Jungmädchen, schon gemeint, werden Amerikanerinnen, waren Tschechinnen. Ne? Weil Tschechisch ist ganz schwer. Das ist ein schwerer Spruch. Grammaire, ich meine Latein mit 11 Fälle, Tschechisch hat 13. Okay. Ein Brot, 2 Brot die, 3 Brot da. So gut, die Familiennummer, also, dass der Herr weiß und Madame weiß, so war. Das ist, das Spruch, also ich meine, schwer, dafür ist es doch einfach für sie, für einen Spruch wie Englisch zu lernen. Sie haben das ziemlich schnell, auch noch natürlich für die Ouverture, die sie band sich drauf für Englisch zu lernen. Das heißt, und dann hatte ich mich verliebt, mit dem war ich ziemlich lang zusammen, mit einem Pol. Und ich wollte einfach nicht nach Polnisch lernen, dann habe ich mit dem auch Englisch geschwätzt. An der Akademie hat alle Menschen Englisch geschwätzt. Und es war eine formidable Zeit. Es war also die Künstler waren eine Familie. Hier ist ja klein, da haben noch ziemlich schnell so Gruppenkünstler. Aber wir hatten den Schlüssel von der Akademie. Wir haben da geschafft, geschlafen, gefeiert. Auf einem Vernissage war sowohl der bekannte Künstler wie der Studenten, Havel eins da, ein Mensch war da. Und durften nach kein Klicken. Und das war einmalig für so etwas zu erleben. Das war wirklich flott. Du sagst, du warst 13 Jahre fort von Lützeburg. Wie war die Retour hin? Hat Lützeburg und hat die Lützeburg Kunst ob Trixie Weiß gewahrt? Oder hast du da für dich mal müssen krabbeln, kämpfen und das durchbeißen? Bon, so Station. Sie waren Also platt. Ja, für dich de Balle Fall hat also überall super Wohnungen zu Bresel und zu Paris. Und du sind schon aus 3 Ständchen zurückgekommen und du hast eine Zeit an einer Roulotte gewohnt, an einem Atelier, mit einem Kellerhasse und so weiter. Das war ziemlich witzig, weil du zu Bresel, zu Prag und schon zu Maison de Maître gewohnt und so. Bon. Das auch einst du so, wenn du darum kennst, da sind sie mens froh, da gewinnst du meistens einen kleinen Preis, da kriegst du eine Belohnung, wenn du zurück an die Ländchen kennst. Mit denen liefst du aber normalerweise nicht. Nee. Aber du hast effektiv eigentlich schwer, du hast auch nicht mehr auf dem Markt beim Karle Preis gewonnen. Und wo er am Katalog Foto auf der Kopf war. Und dann hat das Ministerium gekauft und sie hat das nicht mehr empfangen. Bon, ich habe lauter so Anekdoten an meiner Kunstwelt. Ich habe nie eine klassische Geschichte, das immer irgendetwas Folklore, ja. Bref, und ja, nee, ich bin dann effektiv ziemlich, weil ich war dann effektiv das erste, was Karl eine Installation gewesen hat. Und das auch die erste, wo eine Installation einen Preis gewonnen hat. Das war ein bisschen ein Preis, also ein, wie sie nennen das, Repère direkt.
Und du war noch eler Künstler und das konnte nicht verstehen, ja, nur die Männer auch selber Installationen und so. Mir am Anfang war das ein bisschen komischer Rapport mit den älteren Künstlern. Ich mache viel Werke, die nicht undauern, die ephemer sind oder in situ für einen ganz bestimmten Raum. Das heißt, ich praktiziere nicht unbedingt eine kommerzielle Kunst. Das heißt, dafür sind ich auch da, wo ich bin. Das heißt, noch immer nicht extra weit in dem Sinn, dass ich mich ständig bin oder mich... Ich bin unerkannt, mir los mal so ein... ja, da könnt noch dabei, weil ich ein bisschen touche-à-tout bin, wie du so ist. Du nicht da 97, wo ich rumgekommen bin, als übrigens Statue, wo auch mein Bruder, de Jean-Guillaume, den lang beim Pinavage war, der Choreograf und Tänzer, als auch das Jahr rumgekommen. Und so Thema Tricks, ich mache mein Bühnenbild. Und dann habe ich angefangen, Bühnenbilder zu machen. Du nun Leute gemeint, ich muss nach Bühnenbilder machen, aber keine Installationen mehr. Der hast du da laut deiner Homepage aber hinter dem Retour Plötzlich schon weit über 40 gemacht für all Theater, quasi all Kulturzentrum, den hier am Land Sachen inszeniert. All Kulturzentrum nicht, aber vielleicht nicht feiert, vielleicht, ich weiß, du so gezählt. Das ist schon so gezählt. 39. Ja, aber ich will so, dass die Leute müssen so, wie, möchtest du da Skulptur oder du hast schon eine Zeit nach Propsmaker und an der Deko geschafft Film, schafft da Film? Also Bühnenbild nicht auch eine Skulptur am Anfang? Doch, von Ihnen so will, das ist auf alle Fälle eine räumliche Installation. Und du hast noch verschiedene Kollegen am Theater Appell gemacht, weil sie lieber eben ein Bühnenbild zu werden, ein bisschen mehr wie eine Installation als wie ein klassisches Bühnenbild. Ja. Das ist vice versa mit meiner Kunst, weil an meiner Kunst ist sowieso noch immer viel Mise en Scène. Das heißt, du hast das dient an den anderen auf den zwei Seiten dran. Ja. Just nach kleinen Punkt immer bei Location komme, wo wir heute sehen. Es gibt manchmal aber eine Installation, eine permanente Installation von der, die jederin hier am Land, ob man es schon einmal gesehen hat. Es weiß wahrscheinlich nicht jederin, dass sie von der ist, aber jederin einmal über den Boulevard Kennedy Kirchbirch gefahren ist, hat die Lichtinstallation durch schon gesehen, City Clock, eine Hour. Ich habe selber eine Zeit lang beim 100,7 geschafft, wo sie direkt neben der Entree dir hängt. Ich schon aber 3-4 Mal müssen gucken, eher das Prinzip bekappt hat. Was für Verhältnis hast du zu dem Werk heute? Ich fand noch immer flott, dass es gerade ganz renoviert ging. Ne? War in der Zeit waren ein paar Ideen, die nicht so ganz funktioniert haben. Ich fand für ein elektronisches Werk mit LED aus 10 Jahren eine gute Lebensdauer. Aber das sind noch viel mehr rein LED, ganz andere LED. Und ja, ich fand sie noch immer gut. Mir viele Leute wissen nicht, dass es auch ist, mit dass ihnen egal gefällt ihnen Nerven, weil den farbig Werk, so direkt am Anfang vom Kirchbirch. Auf dem betonsgrohe Gebäude. Voilà. Und war ein flott Arbeit in dem Sinn, weil oft für Konkurren für Kunst am öffentlichen Raum kriegst du Plätze proposiert, wenn das Gebäude schon ganz fertig ist. Das ist ein reelles Problem. Und hier war die einzige Geier, wo ich x Versammlungen hatte, wo der Architekt dabei war, wo man zusammen geschwärzt haben, wie machen wir das Ding ideal fest. Das Werk. Die Auer. Und das ist eine tolle Randauer, weil sie funktioniert nicht mit Sekunden, sondern mit 5 Minuten. Aber für die Meistere vom Kirchbirch. Weil die Leute sind immer beim 100,7 mit das Gebäude vom Fond du Kirchberg. Ja, den 100,7 noch schüss lockert der du. Voilà. Aber sie sind auf der anderen Seite, wie sie dann Mensch City Club beim 100,7. Aber sie sind am Fond. Und die Idee ist mal gekommen, weil ich dem Architekt seine Betonsplatte gezählt habe. Das waren 12 Stück. Okay. Und zur selben Zeit haben sie an der Stadt überall die kleinen runden Auern aufmontiert. Ich weiß heute noch nicht, wie weit. Und das hat nach kein Auer am Platz kommt, zum Beispiel ob der Charlie's Gau oder so. Das war ja immer überall. Ja, die auf der Litfaßsäule durchstunge, ja. Und das war so eine Assoziation d'Idee. Zack. Ja, so von den einst Idee. An den Tram war auch noch nicht da. Nee.
Nee. Nicht all die Ja, mit den Commuters, farbischen Fenstern, die willst du so oder wie? Passt irgendwie auch, ja. Ja, und auch so all die Commuters, die all Tag mit dem Tram auf ihr Arbeit fahren. Ich frage mich, wie viel davon überhaupt gecheckt haben, dass das City Clock ist. Eigentlich, dem hat es jetzt sehr fies für einen ganz cleveren, scheinbar, ich kenne die fies nicht, den Klängen, den hat gegrübelt verstanden. Ja, das gibt alles mehr ohne Explikation. Mit Schwarzen schon drin, aber wie gesagt, vielleicht die nicht wissen. Nee, anders wollte ich Befaft hinbringen. Und schon mal gedacht, die Kirchbierspar rein, aber voilà. Location vom Moment. Wir sitzen heute an der Kulturfabrik an der Kufa zu Esch, die aktuell ja hier feiert plus Jahr feiert. So ist an der Kinosch gesagt. Und zwar wenn ob an der Kinosch und nicht an der Salma Mikro dran, mit denen komfortablen Stil. Wir sitzen die sich auch ganz komfortabel. Das ist so ein kleines Kitchenette, diese haben einen Tisch, auf dem wir Platz geholt haben. Hier stehen auch noch Kanapé nach Hotelen. Marike, du hast lieber heute eine Episode Kanapé abgeholt. Ja. Lo gerade gucken wir auch, ob die schönen Fensterinstallationen, die auch speziell für die Feier gemacht wurden. Das ist schön. Ja, das ist ganz gemütlich. Das ist ein ganz gemütlicher Saal, der früher übrigens den Heizungsraum vom Schlürchthaus war. Das war ja ein Schlürchthaus. Trixi, was hast du denn echt Erinnerungen, Kufa, Demos, wo du dann von der Stadt aus Obasch ausgewandert bist? Oh, aber du war den Steve Carey direkt am Englisch, ne? Ja. Und mit dem war ich auch direkt konfrontiert, weil den hat damals an der Halle des Soufflantes de Frankenstein gemacht. Ganz vermisst Steg an der riesige Bläshall, an wo de Jean-Guillaume, mein Bruder, de Frankenstein gespielt hat. Ja, das mit Steve und so. Das war ganz flott. Ich bin oft auf Konzerten, da kommen schon natürlich auch viele Leute kennengelernt, ne? Ich war am Anfang sind ich hauptsächlich hingekommen für Konzerte, auch an der Resto natürlich. An den Kinos sind ich nicht so oft gekommen. Da sind ich mich spät viel gekommen, wie der Patrick seine Programmation hat, mittwochs, Oves. Kufa ist ein Platz, wo es an einer kleinen Woche wär's Sinn. Und da sind wir beim Hauptsujet von unserem Episode. Oui. Alors cette année, le CNCI, donc le Centre national de culture industrielle, s'est rapproché de la Kufa pour célébrer donc la Sainte-Barbe qui a lieu donc chaque année le 4 décembre. Donc on voulait un petit peu renouer avec cette ancienne tradition. Et cette journée, c'est une journée festive, on fait la fête. À l'époque, elle était marquée par des processions, des banquets, des bals. C'était vraiment une grande journée pour le milieu ouvrier et les mineurs. Alors aujourd'hui, on célèbre toujours la Sainte-Barbe. Donc chaque 4 décembre, on peut faire le tour des communes du sud du Luxembourg et assister à différentes processions. Mais on ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Les plus jeunes ne peuvent pas vraiment deviner qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ce cortège. Et donc on voulait un petit peu renouer avec l'aspect festif qui était la Sainte-Barbe à l'époque, mais peut-être avec les codes du 21e siècle. Donc on s'est rapproché de la Kufa et ensemble on a imaginé une programmation pour le 4 décembre prochain. Donc on a invité différents artistes à nous rejoindre pour imaginer cette soirée. Donc il y aura évidemment une procession, il y aura une démonstration de forgerons, il y aura également avec Irina Munz des tatous sérigraphiés, le Hopla Studio qui est un studio de food design va proposer au public de réaliser non pas des maneleux mais des Sainte-Barbe en brioche. Et il y aura également une bière brassée pour l'occasion par les brasseries White and Sea. Il y aura un grand concert en fanfare, comme à l'époque, presque, avec Uno Strupp. Et voilà, le CNCI proposera ces fameuses Schmieren, comme les mineurs et les ouvriers, et sa mini-bouteille. Et pour l'occasion, puisque Noël approche, la mini-bouteille présentera également des objets de jeunes créateurs. Alors quand on a imaginé cette soirée, évidemment, il était essentiel qu'il y ait une procession. Et on a tout de suite pensé à une personne qui est sensible à la fois
à la légende de la Sainte-Barbe et aussi au milieu ouvrier, minier, etc., à cet héritage industriel qu'on porte. Et donc très naturellement, on a rencontré Trixie et on lui a proposé ce projet. Dans mon souvenir, Trixie a tout de suite dit « OK ». Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a séduite dans ce projet ? Eh bien, en fait, donc je suis à moitié française et mes grands-parents avaient une maison en Lorraine où on allait souvent en vacances quand on était petit. Et il y avait une chapelle en face de cette maison et il y avait une Sainte-Barbe magnifique qui a été volée. Et puis mes grands-parents, mes parents ont fait des annonces, cherché, on ne l'a plus jamais retrouvée. Donc c'était un peu aussi le côté lorrain, tout ça que... Voilà, parce qu'avant de connaître le sud du Luxembourg, je connaissais la Lorraine. Donc. Et oui, et je m'étais rapprochée de la sidérurgie pour l'année de la capitale culturelle de l'Europe, H22, Kammerle-Schmalz. C'est là que j'ai fait des recherches. Bon, en dehors de ça, ça faisait longtemps que je connaissais Mischweinen, Serge Eka et tout ça, mais je ne suis pas du tout celle qui est réellement d'ici, qui a eu quelqu'un dans la famille qui a travaillé à la Schmelz et tout ça. Mais j'ai énormément recherché et trouvé pour le projet Kammerle-Schmelz, qui a été d'ailleurs le projet le plus compliqué de ma carrière. Donc, pour résumer, une usine sidérurgique miniature, partiellement automatisée, avec donc un skip, un monte-charge, le haut fourneau, l'acierie et le laminoir, mais qui produit des bonbons au lieu de produire de l'acier, pour expliquer aux petits et aux grands gourmands le processus de la fabrication de l'acier. Et donc c'est un prototype d'une usine miniature. Et donc, elle n'est pas parfaite. Il y a eu parfois une petite panne comme ça, mais c'est quand même déjà high-tech. Enfin bon, et c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans. Mais et du coup... on peut toujours la voir aussi. Quand Ferroforum a des événements, elle est activée. Oui. Donc, moi, je suis une artiste, je raconte des histoires. Après, je passe à une autre histoire. Je raconte une nouvelle histoire. Je suis pas... C'est pas un bébé qui va m'accompagner toute ma vie. Il y a ce genre d'artiste aussi, mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, j'ai voulu la déléguer, en fait. Et comme tu aimes raconter les histoires, du coup, tu t'es lancé dans l'aventure avec nous pour raconter l'histoire de la Sainte-Barbe. Alors, sans dévoiler la procession, parce qu'il faut venir la voir le 4 décembre à la Koufa, à partir de 18h, mais la procession aura lieu précisément à 19h30. Est-ce que tu peux en dire quelques mots ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Qu'est-ce qui t'a guidé dans le processus de création de cette performance ? Donc pareil, j'ai refait une petite recherche, même si je savais la plupart des choses, mais bon, recherche. Et puis... Tu savais beaucoup de choses. Oui, mais en fait, moi j'adore, depuis que je suis gamine, la performance, la fête, le déguisement, mais toujours, d'ailleurs, j'ai fait des performances aussi artistiques, enfin, oui, donc ça c'est, et j'ai organisé beaucoup de fêtes dans ma vie, aussi thématiques ou pas thématiques, mais oui, il y a tout cet aspect festif, c'est vrai, moi j'adore ça, donc... Et c'est aussi passionner les gens pour quelque chose, rendre une chose accessible au public, voilà. Et de préférence à un large public. Ouais. Voilà, et c'est là qu'on s'est aussi rencontrés, parce que l'idée cette soirée, c'est vraiment de partager ça avec toutes les générations. Et une petite parenthèse, au niveau de la programmation, la veille, le 3 décembre, toujours à la Koufa, de 14h à 17h, eh bien, les enfants de 8 à 12 ans peuvent participer à un atelier avec Irina Munz, un atelier fanzine où ils vont découvrir, peut-être même redécouvrir la légende de la Sainte-Barbe et raconter avec leurs mots, avec leurs images, avec leurs dessins, la légende de la Sainte-Barbe. Et les fanzines seront distribués le lendemain lors de la grande soirée pendant l'événement à la Koufa. Parce que cette légende, elle est pas évidente non plus, quoi. Pas comme toutes les légendes en fait, mais cette légende
de la Sainte Bouable. Elle est particulièrement violente aussi. Oui, tout à fait. C'est une histoire très complexe, très, très violente, puisque c'est une martyre. Elle a été torturée. Et on en a parlé avec Trixie aussi de tous les aspects, de tous ces aspects très violents. Alors, il y en a certains qu'on ne va pas révéler. Parce que, voilà, Mais en général, l'histoire de toutes les saintes, les saintes et les saints sont cruelles. Tout à fait. Oui. Mais enfin, vous verrez, en tout cas, ce qui est chouette, c'est le côté informatif aussi. C'est justement de redécouvrir d'où est-ce que ça vient. Tout à fait. D'où vient une tradition, parce qu'on est en plein dans une perte de tradition avec la globalisation de toutes les traditions. Donc, c'est chouette, c'est une chouette idée de votre part de vouloir rafraîchir le pourquoi de cette tradition. Oui. Voilà. Oui. Les gens puissent s'en emparer et un peu mieux comprendre pourquoi on y tient et pourquoi on veut faire perdurer cette tradition ici au Luxembourg. Et je crois que l'instant, il est bon aussi. Parce qu'il y avait quand même pas mal de fêtes de Sainte-Barbe qui ont disparu aussi avec ou juste après Covid. Oui, tout à fait. Oui. Et on remarque tout simplement aussi que cette fête, que cette tradition tient vraiment à cœur à beaucoup de personnes d'une façon ou d'une autre. Oui, aussi des jeunes ou je sais pas, tous les gens du Ferroforum, etc. Ils ont une sacrée relève de jeunes bénévoles qui s'intéressent énormément à tout ce qui concerne la sidérurgie et le passé sidérurgique du Minat. Là, tu citais le Ferroforum, mais il y a énormément de ASBL qui travaillent autour de cet héritage industriel, mais qui malheureusement n'ont pas ce vivier pour transmettre. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles le CNCI voulait un petit peu porter cette fête, mais avec d'autres couleurs, mais sans non plus faire de l'ombre aux autres moments de la journée, parce que justement ces autres associations proposent toujours, alors pour certaines le jour même, le 4 décembre, pour d'autres le week-end d'avant, proposent de venir. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Dans notre dernière newsletter, on avait réuni toutes les dates qui concernaient la Sainte-Barbe au sud du Luxembourg. Et puis, par exemple, dans la vallée de Kehl, il y a la tradition de faire les Knuppaten vraiment dans la vallée, avec le Eierwein qui commence bientôt dans la matinée déjà, après avec la procession et avec une bonne pause. Et cette année, je ne veux pas faire la concurrence. Vas-y. Mais si Alors, un écouteur... c'est pas une concurrence. Je pense qu'en fait, l'idéal serait qu'un jour, toutes les communes du sud du Luxembourg fêtent la Sainte-Barbe et invitent toute la population, des petits aux plus grands, pour faire la fête. Ça, ce serait l'idéal. Donc, en fait, il n'y a aucune concurrence, c'est juste que ce jour-là, ça doit être une fête. Tu as encore un peu de boulot à faire, alors. Mais tous ensemble. Hein. Je voulais juste dire, à la Schunk-Fabrik à Tétange, le 4 au soir, c'est aussi la première fois que la commune et le comité Sainte-Barbe invitent pour révéler des nouvelles recherches concernant le monument national. Avec un peu d'animation après aussi. Donc, je trouve l'initiative... je pense qu'il y a une nouvelle génération qui est motivée pour continuer cette tradition. Tout à fait. C'est chouette. Un petit Did You Know ? Alors, on pourrait en avoir plein sur cette thématique, mais alors, en préparant cette émission... j'ai découvert qu'une ville de la grande région avait pour patronne la Sainte-Barbe. Et ce, depuis assez longtemps, depuis 1473. Okay. C'est une ville que tout le monde connaît. Et, mais voilà, je vous laisse deviner. C'est une ville assez importante de la grande région. Mm-hmm. Est-ce qu'elle pourrait être allemande, cette ville ? Eh bien, elle aurait pu, parce que la Sainte-Barbe, finalement, était un peu Die Heilige Barbara. Mais non. Enfin, quoique, elle l'a été.
Ok. Donc, assez Cerveau, important. non. C'est pas une grande bande. Non, elle n'est pas trop importante. Ça. Non, non. C'est pas une Donc, ville allemande, mais elle l'a été. Mais c'est pas Metz. Et Ah si. bah si, c'est Metz. Et si. Ok. Mais oui, je viens de le découvrir, alors je partage cette information avec merci, vous. je savais pas. Voilà. Donc depuis 1473, la ville de Metz a pour patronne, enfin en tout cas le diocèse de Metz a pour patronne la Sainte Barbe. Donc c'est annoncé déjà toute la sidérurgie qui s'est développée aux alentours de Metz aussi dans le 19e et 20e siècle. Voilà. Question. Trixie, passons Träger Plötzebusch. Künstlerin sind für dich als nicht absolut kein Hobby, du lebst davon. Ja. Und zwar auch schon relativ lang, wie du Jan ganz am Anfang gesagt hat. Und dann habe ich das oft auch autobiografisch. Kannst du uns kurz erklären, wie ist es schwer für davon zu leben? Ja. Mais das für viele indépendant schwer, mais nicht nur für die Künstler, mais Wäre denn natürlich Choix, ein Choix. ja. Und noch die Familie hat sich nie opposiert, weil es war immer viel, also es war nicht hauptberuflich mehr, ob der französische Familie hat aber viel Skulpteuren oder Designer, der Cristallerie de Baccarat oder ob der Lützeburg an Musik auch, meine Mama hat Orgel gespielt, Piano, an Lützeburg viel Schriftsteller. Echt also katholisch gehaucht. Aber nee, das einfach von einem. Das ist auch so, ich separieren Leben und Kunst nicht. Gebe ich einfach so an. Das heißt, das ist eine Manier für zu leben. Ich sehe vielleicht meinst du nicht genug karrieristisch oder ambitiös für. Weil zu trimmen für ein Ausland, für so es gibt mich kommerzielle Sachen machen, zum Beispiel, oder meine Relationen besser pflegen, oder ich bin immer aktiv, wo ich gerade bin, und ich vergesse ein bisschen, das ist vereinfacht, aber ich pflege nicht immer gut genug meinen Kontakt, zum Beispiel zu Prag oder 2009 war ich 3 Monate zu Tokio oder... Das war effektiv ein bisschen froh, wie kann ich von der Kunst leben, wenn ich sie selber lebt und wenn es einfach, voilà, habt ein Einkommen aus. Bei muss ich vertrauen und dass ich immer einen Auftrag kriegt. Es sind Perioden nur in der Mann, Perioden nur in der Mai. Es sind noch Perioden, wo Sachen am persönlichen Leben geschehen, wo es kein Wappen ist, weil du ein bisschen depressiv bist. Das kennt doch alle Menschen. Das Leben geht aber nur an die Erfahrung. Ja, ich meine natürlich, für die Valier, wir sind froh, dass du Konkurren so wie Dauer am öffentlichen Bereich, am Espace Public, den 1%, wie wir so. Du hast den Konkurs gewonnen, dass ich Bühnenbilder drehen, weil ohne Idee, oder früher, wo ich dann am Film geschafft habe, ohne Idee, ganz früher, und nicht Accrochage gemacht, so wie Jungkünstler an der Kunststelle accrochieren. Ich bin damals mit Jerry Franz am Casino abgegangen, einst du, da hat ich Toni Krag Verschmerz abgegangen oder so. Das war ganz am Anfang. Und mit das klar, dass ich aber probieren mit kreative Sachen mein Brot zu verdienen. Das heißt, ja. Auch immens Bühnenbild. Ja, aber autobiografisch auch. Du stellst viel von dir selber, was du in dem Moment lebst, an den Kunst. Ja, das ist auch ganz natürlich. Mit das, ich meine, auf die Manier, dass aber dass an den autobiografischen Werken aber alle Menschen sich kann kennen. Das nicht Dave verstoppt, kompliziert, traumatisiert Sujeten oder der Tisch schwätzt von mir, mit schwätzt auch von dem anderen. Es sind Themen, mit denen The human condition. konfrontiert war. Ja.
Du bist auch ein Founding Member von der AAPL, l'Association des Artistes Plasticiens de Luxembourg. Das klingt, wenn ich nicht ganz hält, klingt das wow. Ja, mir hat besser gehabt, mir hat einen anderen Namen geholt, weil vielleicht so ein APPL, das ist es besser. Oder und dann zu den Männern so ein Schmanet, das wie den APL mit einem A4 drunten Autobahns langsam. Du musst es noch ein A4 drunter setzen oder so. Also das ist eine unmögliche Nummer. Aber das Detail, das ist eine Assoziation von Jean-Pierre Adam, den hat ich meine, 8 Jahre für drunten eine Assoziation gegründet, die hat so geheischt. Und hin hat Leute gesagt, die Assoziation gibt nicht verholen. An dem Moment, wo wir uns wollten gründen, sind mir gewogen, dass er einen hat. Und so haben wir gedacht, wie weit muss man lohnen nach einer Jahr, super Nummer. Da kommen wir holen den einfach mal drüber. Auch Membre Fondateur war eben Catherine Laurent und den Bruno Balzer. Und der Bruno Balzer ist Französisch. Und voilà, Association des Artistes Plasticiens de Luxembourg. Mit die, ja, da war ich 7 Jahre, ja. Was ist die Assoziation genau? Weil da sind ja einfach mittlerweile viele Members und Künstler. Ja, also sie machen immer mehr. Also uns ist am Anfang drin gegangen, sie sind entstanden am Kontext von einem Projet de loi vom Octavie Modat, die den Künstlerstatut wollte ändern. Und zwar, sie hat gar keine gute Ideen, da waren Sachen dabei, wie der Künstler müssen alle Jahre 10% mehr verdienen. Alle Künstler, die 18 Jahre hat, eine Webseite bis zur Presse, hat einen Titel d'Artiste gekriegt. Ich weiß, mit der Teufel nie verstanden, wo das hier kam. Ein Titel d'Artiste, den aber mal kein Recht auf den Künstlerstatut oder auf Sozialhilfe gibt. Ne? Es war einfach so, wir gehen alle Menschen, die ein bisschen Kunst möchte, den ein Kerl gestellt wird, den ich denke, ja, das kriegt ein Titel d'Artiste. Und mir gedacht, was das tut, und dann das ist einfach nicht loyal, weil mir das ein harter Beruf an. Das heißt, wir haben do lang dro geschafft, den alle Statut an die neue wie Meeren. Das wirklich do am Vorgang so hat das angefangen. Du haben wir auch, dazu die 3 Sachen, die mir gemacht habe, wie ich Präsidentin war, muss man so, als den 1% promovieren, justement, 4 Jenny Amani, 4 kommanditären Gemengen, 4 Künstler. So abzuklären, dass das geht, die musst du mitmachen und so. Schon mal zwar ein bisschen selber an den Knie geschossen, weil ich gewonnen habe, viel Männer wie viel. Viel Männer oft, das ist ja klar. Nee, mit das auch ganz viele Relève. Wir haben so viele Künstler jetzt letzte Woche, das ist verrückt. Und die dritte Sache war eben billig Atelier. Und das ist die erste Assoziation, die an einem städtlichen Gebäude eben Atelier konnte gestalten. Das sind leider Kleinatelier, das waren Wohnungen von den Gendarmen, für, die Permanenz hatten. Das sind kleine Zimmer, aber sie mögen rien und sie so viele Leute, die auf Computer schaffen und so weiter. Du kannst natürlich auch keine riesige Skulpturen bauen, aber das ist der nächste Schritt. Mhm. Ja. Der sieht aber nicht die einzige Assoziation, die so im Laufe von den letzten Sommer mal 15, 20 Jahren so gegründet wird. Am Anfang auch für ein bisschen künstlerisch zu schaffen, hier im Land zu valorisieren und zu professionalisieren. Ich meine, das war ja auch ein Bild, den du da musst gehabt haben, oder? Ah, ja, natürlich. Das war der generelle Diskurs war professionalisieren an de Gagne-Pain augmentieren. Überhaupt das Leute wissen, wie Künstler lebt, was das Kunst, was den Bild vom Künstler an der Gesellschaft korrigieren. Anelo sind sie eben zu Feierpräsident an der APL, aber ich bin auch immer Member, aber ich arbeite nicht mehr mit. Trixie, du präparierst oder du bist an den letzten Finishing Touches von einem Buch, wo den Gesamtarbeit als Publikation zugesiegert. Das kann du ganz schön raus. Ja, das war ganz spannend. Das ist ein flotte Arbeit, weil das ist eine Art Archivbuch. Das ist eine Art Archivbuch aus verschiedenen Gründen.
Bon, et gouft an mal die Buchsdokumentation d'Artist vu Kulturalix. Das schon mal guten Ufang für finanziell überhaupt eine Publikation können zu machen. Dann, also auch, weil viele Sachen emolisch sind, viel Werke emolisch, also nach mir wichtig für ein Buch zu machen. Auch für Videos dran sind und so, schon nur kein QR-Code und so, erstens ist das super morgen und zweitens geht das irgend von der Besonders, sondern das der QR-Code nämlich. Voilà, aber da kann ich auf meine Seite gucken, aber bon. Das war auch der richtige Moment, weil ich paar Blätter gedreht habe bei ihnen für ein paar Jahre, das ist schon ziemlich schätzlich nur in meine Eltern verloren, meine Lieblingswohnung, wo ich eben dann 16 Jahre so gut war, an meinem Katz und so weiter. Und ja, da war ein dicken Down und c'était le moment de faire nach ein paar Stunden faire table rase, ein neuer Anfang. Das war am Anfang genau der richtige Moment für durch den Archiven so zu gehen. Ja. Und dann ist es natürlich spannend, weil das, du Sachen vergisst, du Sachen, du denkst, du Sachen zurück, das heißt so witzig, das heißt so traurig, das heißt so hilarant, das ist wirklich spannend. Da ist auch ganz viel dran. Mit dem Grafiker haben wir uns gesagt, kommt das Archivbuch, du könnt alles dran. So viel wie möglich. Ja, weil du weißt nicht, wenn ich es noch ein Jahr so ein Buch muss, ja. Mit der Tisch, du hast aber Archive von all den Projekten gehabt. Ja, schon ein paar Sachen nicht mehr empfand, so, oder VHS-Sachen und so, die dann irgendwie verschwunden waren, oder all die Formate, die zwischen dem VHS und den Floppy Disks. Ja. Aber schon effektiv frei, auch Fotos von meinen Arbeiten aus der Schule, am Anfang waren sie so ganz klein an einer Klasse oder so. Ja, weil es leid Mengen Tricks ja so geckert, mir ist schon eine andere Seite, die ist ganz organisiert, ganz, ja, aber schon ein bisschen die zwei Seiten. Mit der Hälfte, wenn du so ein Buch machen würdest. Ja, nun, ich nehme ja Klasse gemacht, dann hast du digital gegeben, schon viele Sachen rumfand und auch Sachen, die ich vergessen habe, aber nicht alles, und dafür sind an dem Buch auch Fotos, wo ich gesagt habe, das ist keine gute Qualität, mir das ist mir egal, das sind entweder Screenshots von Videos oder einfach alle Fotos. Ja. Lo, weil ich natürlich wissen, göttet an dem Buch ein Foto von einer Party zu Prag 1991. Nee, also da 400 Party. Nee, es schon viel Partyfotos dran, aber hauptsächlich die Party, die ich zu Leidlänge mal gemacht habe, und dem Haus wird ja aufgehabt. Wo ich ja mal nicht war, da waren 150 Leute aus dem Film, aus der Musik, aus dem... Und das Haus ist aufgehabt, dafür konntest du alles für alle Party eine andere Deko machen. Und das war wirklich ganz flott. Und da sind auch Capture d'écran geholt, wo auch Leute drauf sind, die schon fort sind von dieser Welt, für so kleine Hommagen auch, ja. Wo kennt denn das dann geschwind von, das Buch? Ma ja, das ist noch nicht an der Boutique, aber ich hoffe, das wird geschwind geschehen. Mit das präsentiert gehen auf der Luxemburg Art Week, an unserem Stand Transitus Immobilis, mit Claudia Passeri, mit Catherine Laurent und mit Serge Ecker. Und es war also eine informelle Präsentation, also nicht mit einem Mikro, mit einem Speech und so weiter, aber ich will doch largement divulgieren für ja, das ist ein Archiv, das ist ein Outil de travail, ein Outil de Promotion, und soll zirkulieren. Ich bleibe nicht drauf sitzen bis, ja. Mokursdach. Oder Bärbelendach. Ja, Bärbelendach. Nee, anders, das geht verschenkt durch Kurateuren und so weiter, ja. Quirky question. It's quirky question time, Trixie. Bisschen eine andere Frage. Du kannst dir denken, ein groß Obmann. Oder so. Oder so. Effektiv vielleicht so. Und du kannst dich irgendwo hinbeamen, also direkt. Wo gehst du hin und wen hältst du mit? Oh la la.
Also ich freue mich, wenn ich den 12. Dezember auch immer Prag fahren und da bei einer Gruppenausstellung teilnehmen. Ah, schön. Mit, du noch so nicht, wo ich mich spielen will lassen, wo wir an den 90er dreimal eine Frauenausstellung hatten. Und die Akademie hat eine Galerie am Zentrum abgemacht, wo sie eine Ausstellung von diesen Frauen, das geht ganz flott, voilà. Darauf freue ich mich immens, aber da wo ich ganz gerne ein paar Mal zurückgegangen sind, und schon lange nicht mehr war, ist Zahara, am Marokk, ja, Zahara. Du hast, du musst alltag dasselbe, du sagst alltag dasselbe, du isst alltag dasselbe. Und du hast nur zu all der fantastische Sternenhimmel. Ja. Und das nicht zu verpassen, du kannst jetzt später in den Kino, das gehen du, schwimmen es nicht zu teuer, weil das auch gehen du, und so einfach ist es, also sie sind gut drauf, sie sagen, und das alles samt, und Uwe auf der Düne, ab. Coucher de Soleil, das fantastisch, das ist eine gute Kur von irgendetwas auch zu rekuperieren oder zu rasten oder... Merci für den Tipp. Klingt, merci, das ist eine schöne Antwort. Gefällt mir. Und dann haben wir ja noch immer einen Wunsch an all die Leute, mit denen wir poteren, dass sie uns auch ein paar Fragen stellen. It's quiz time! Bon, als Trixie mein Richtung, ein Pseudonym oder ein Diminutiv von meinem Richtung? Ja, kann alles sein. Moi, je dirais un diminutif. Ich ging auch so, also ich kenne eine paar Trixien und die allermeisten sind Beatrice. Ja, genau. Ja. Ganz schöne Nummer. Merci. Wie heißt Beatrice Trixie gehen? Oh, an der Primärschule schon. Und das ist ein bisschen eine lange Geschichte, ich weiß nicht, ob ich das so erzählen. Auf alle Fall war du noch, wie ich zu Brest studiert habe, war das Französisch so Trixie. Und das fand ich furchtbar, ich gesagt, je m'appelle Béa. Du warst ein paar Jahre lang Béa. Avant c'était effrayé au vernissage, mais tu connais pas Trixie, elle a aussi fait la cambre. Ah, Béa, weißt du, das ist so, ja. Und dann zu Prag, also so, Trixie, ja, du warst drum Trixie. Ja, Oui. das so hin und her. C'est vrai qu'en français, le diminutif Trixie. de Béatrice, c'est plutôt Béa. Oui, Ouais. c'est Béa. Beatrixie. Et est-ce que des gens t'appellent Béatrice? Oui, une ou deux personnes. C'était qui? Un artiste assez âgé et à la Schleif Mill, ça faisait longtemps que je n'avais pas été à leur porte ouverte. Et il me fait comme ça. Moi, il y a Béatrice. Moi, je dis, ah oui. Mais c'est très rare, hein. Mais oui, parce ça que, me fait quelque parce chose. que C'est bizarre. quand ton nom apparaît, c'est Trixie Weiss qui apparaît. Oui, seul truc que je sais, c'est qu'une fois tard, le soir, j'ai réservé un ticket d'avion, Trixie, machin, mais mon passeport, c'est Béatrice, et la Luxaire m'a laissé assise à l'aéroport. Et j'ai dû y aller en voiture. Zut. Si t'as pas le même nom que... Ouais, voilà. Donc, il faut faire attention à ce genre de truc. Ist vielleicht eine zweite Frage für uns? Ja, mit Solio, Davat, as Sainte-Barbe-Familie, mit Barbarossa oder mit Barbe Bleue? Est-ce que la Sainte-Barbe a des liens familiaux avec Barbe Bleue Son ou cousin. les Barbes Rousses? Son cousin? Attends, je réfléchis. Barbara, elle a sûrement un oncle. Non. Il doit y avoir beaucoup de légendes basées sur ce... Oui, non, de un, elle n'a pas de barbe. On n'a aucune preuve. Enfin, on ne sait Non, pas. et en fait, au début, on l'appelait Barbare. Ah, Et puis Barbara, et puis Sainte-Barbe. Mais on l'appelait Barbare parce que toutes ces histoires étaient transmises oralement. Et personne ne savait son vrai nom. C'est pour ça on disait la Barbare au début, parce que personne n'avait son nom. Voilà. d'accord, donc c'était interesting. Ja, ganz interessant, dass daraus dann den Numm von der Helleger, von der Schutzpatronin von den Minere Pompscheren an nach 17 andere Berufsstellen gehen. Aber du, da wären wir Ende von diesem Episode gekommen. Vielmals merci für das Merci, interessante ja. Gespräch. Ja, merci für den Invit. Und dann machen wir bis der Dich. ja, also spätestens der 4. Lo. Ah ja, auf alle Fall.
Le 4, on fait encore une fois le rappel, à partir de Alors, c'est à la Koufa à partir de 18h jusqu'à 22h. Et Trixie, la procession à partir de 19h30. Il faut être là un petit peu avant si vous ne voulez pas la rater. Oui, Voilà, c'est ponctuel. C'est impératif d'être là avant pour déguster la bière et faire les ateliers. Est-ce que c'est possible que ta création, Trixie, qu'elle survit et qu'elle pourra revivre l'année prochaine? Tout à fait. Il faut venir très très nombreux du coup le 4 décembre à la Koufa. Et pour la faire survivre. Et voilà, exactement. Plus il y a de monde, plus ils voudront la revoir, c'est certain. Cool. Hashtag Minetmajop von der Eiserem von der Welt an de soziale Medien. Minetmajop als auch Stichwort von der alte Episode Welt lauschtrin, die wir abgeholt haben. Und wir haben rein für das Jahr geplant, da das Day vom Dezember, die können so Tisch, der Feiertag. Und da gehen wir beim Platz, ich freue mich los schon, Marike, du dich bestimmt doch. Wir gehen an der Ferro Forum und wir machen das im Dezember. It's gonna be lovely. It's gonna be freaking cold. Und aber geht es ganz bestimmt flott. Also wir hören uns rum an, wir sehen uns da vielleicht auch den 4. hier an der Kufa Bärbelendach vom 21. Jahrhundert. Pour la journée de la Sainte-Barbe. Voilà. Ciao, ciao, merci. Adi, chez nous.